Den Armut an Europa wiest an all 5. Europäer ass mittlerweile betraff. An Europa gëtt den Armutsrisiko jeweils am Verhältnis zum Durchschnittsakkommes definiert. Wie Manner wie 60% vom Durchschnittsakkommes fir ze liewen huet, gëlt offiziell als arm. D'Frage, die sich lo stellt, ass, ob gesetzlich Mindestakkommes zur Armutsbekämpfung an Europa e wirksam Mittel wie. Soll die EU lo neii Konditionen fir eng Aufsicherung vom Existenzminimum festlehen. Mit diesen Fragen hat sich das Soziale Beschäftigungskomitee vom Europaparlament schon lange befasst. Ein Mindestabkommen wird dann noch von verschiedenen Seiten als sozialpolitisches Supplement zum Mindestlohn gesehen. Diskussionen zu diesem Sujet hat besonders Tatsache abgegriffen, dass viele Menschen trotz Arbeit an Armut leben. Immerhin 8% von den EU-Bürgern mit einer festen Platz. Der Lützebauer Premier Jean-Claude Juncker hat op der 30-Jahr-Feier von der AStI an der Abbaye Neumünster angekündigt, dass das passiv Wahlrecht auch auf Ausländer erweitert wird, und sie damit auch keine Bürgermeister gehen. Daneben kriegen die EU-Bürger und Membern aus Drittländern auch die Möglichkeit, sich an der Schäferrot wählen zu lassen. Der Jean-Claude Juncker hat versprochen, dem Regierungsrat bis den 10. April ein Gesetzesprojekt zur Erweiterung vom Wahlrecht zu Lützeburg vorzulegen. Eine Ankündigung, die von der AStI mehr wie begrüßt ging. Enttäuscht waren sie just über den Fakt, dass der Lützebauer Premier mit keinem Wort die Ausnahmeregelung vom Maastricht-Vertrag annimmt hat. Eine Regelung, die die Lützebauer Regierung zugelassen hat. Sozialverhandlungen beim Lützebauer Kioskbetreiber Messagerie Paul Kraus konnten nur 6 Verhandlungsrunden zu einer Decision kommen. Für die Kosten zu sparen hat die Delegation von MPK dezidiert, 35 Arbeiter zu entlassen. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften hatten sich immer an erster Linie darauf konzentriert, die Unzahl von geplanten Entlassungen zu verringern, eine Zahl, die auf 30 Leute aufgehandelt ist. Ein eventuell Präretreat bei verschiedenen Mitarbeitern könnte das Zahl aber nach einer von 30 auf nicht mehr 23 konzernierte Personen reduzieren.